7 Landfrauen aus 7 verschiedenen Regionen der Schweiz. 7 Bäuerinnen, die gerne ihre Gäste verwöhnen. 7 Nachtessen im Wettbewerb um die beste Regionalküche. Unsere Gastgeberinnen: die Monika Bernhard aus Urtenen-Schönbühl, Janine Fischer von Riechen bei Basel. Aus dem Entlebuch die Heidi Hofstetter. Dann sind auch dabei Nicole Reusser aus dem solothurnischen Biezwil. Aus dem toggenburgischen Mosnang Ruth Breitenmoser. Das Vreni Scherwe aus dem bernischen Clavaleyres. Und Tanja Bisacca von Donjo, Kanton Tessin. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Im solothurnischen Biezwil ist heute der Grosstag von Nicole Reusser. Bevor sie in der Küche anfängt, muss ihr Mann Fritz die 5 Kinder in der Verwandtschaft verteilen. Wo ist die Platz, Noel? Noel und ihre Zwillingsschwester Luana gehen zu Gotten und Götti. Ronja zu Freunden, die jüngste Ziri zu Verwandten und der älteste, der Damian, hat einen Orientierungslauf. Tschüss. Bis später. So, jetzt kann es losgehen. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich eigentlich das vorbereitet habe, was ich vorbereiten konnte. Es ist ein bisschen ähnlich wie eine Abschlussprüfung. Entweder hat man wirklich Volltreffer oder es gelingt halt vielleicht nicht ganz alles so gut. Derweil sind die Landfrauen schon in der Region Buchiberg angekommen. Sie haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie es jetzt Nicole gehen könnte. Ich denke, sie hat alles organisiert und alles im Griff und das läuft wie am Schnürli und das tut sie sicher beruhigen. Nervös, sehr nervös, nehme ich auch heute. Ist sehr spannend heute bei ihr, nehme ich an. Ich denke, jetzt, wo die Woche angefangen hat und das alles läuft, macht sie das bestens. Und was erwartet die Gäste? Ich denke, dadurch, dass sie wissen, dass ich Ernährungsberaterin bin, erwarten sie wahrscheinlich ein gesundes Menü. Und andererseits wissen sie auch, dass wir ja Säue mästen und von dem her gehen sie sicher davon aus, dass es etwas Schweiniges gibt. Ich denke, etwa ein Stückchen Schweines wird auf dem Teller sein. Und sonst lasse ich mich wirklich überraschen. Ja, natürlich möchte ich da schon ein bisschen von ihrem Beruf etwas daraus spüren. Also ich erwarte, dass sie mir heute bewusst gesund essen. Sie schaut bestimmt auf gewisse Sachen. Vielleicht macht sie uns sogar einen Fitness-Teller. Das könnte wirklich ein Fitness-Tower geben. Ob das reicht zum Gewinnen? Ich denke, schön wäre es, unter den ersten, sagen wir, 3 zu sein, aber gerade gewinnen muss es nicht unbedingt sein. Neben Gemüse und Salat vom Garten gibt es, wie erwartet, Schweiniges. Ein Filet-Medaillon. An einer Nusskräuterkruste, die dann im letzten Moment in den Ofen kommt. Also was für uns jetzt wirklich noch risikoreich ist, ist das Schweinsfilet-Medaillon, weil dort kann man entweder es zu trocken treffen oder es ist wirklich noch nicht ganz durch. Der entscheidende Punkt zu verwutschen ist nicht ganz einfach und ich denke, das wird so ein kleines Risiko sein. Herzlich willkommen. Danke! Hallo, Hallo Ruth, ich bin Fritz, freut mich, herzlich willkommen. Schön, seid ihr da. Hallo. Herzlich willkommen. Die Gäste wundern sich ein bisschen, warum sie das Apéro gerade neben einer Baustelle bekommen. Danke vielmals. Liebe Landfrauen, ich begrüße euch ganz herzlich hier im Zaugli, im wunderschönen Buchiberg. Wir haben wunderschönes Wetter. Ich hoffe, wir haben auch einen wunderschönen Abend. Also, noch einmal herzlich willkommen und einen schönen Abend miteinander. Danke. Sowieso nicht.
Astral. Liebe Frauen, es ist Zeit, die Küche ruft. Ich sollte noch ein bisschen arbeiten, dass ihr etwas zu essen bekommt. Ich denke, der Fritz kann euch in dieser Zeit etwas über unseren Hof, unsere Gegend und vor allem über unser neues Zuhause erzählen. Bis später, macht's gut. Ciao. Tschüss. Auf dem Hof von Reussers ist am Morgen früh schon Licht. Der Fritz Reusser schaut zu seinen Säuen. Er hat einen Mast- und Zuchtbetrieb. Diese Woche hat es schon einen Wurf Jungtier gegeben und der Fritz erwartet noch mehr junge Säule. Nebendran im Wohnhaus weckt Nicole die Jungmannschaft. Sie müssen Kind oder in die Schule. Guten Morgen, Ronja. Aufstehen. Es ist 6:30. Weißt du was? Ich gehe Ihnen das Morgen fertig machen und du kommst dann einfach selber. He? Ist gut? Der Damian ist schon beim Zmorgen. Was hast du? Ein Schnittchen oder willst du nicht? Morgen. Langsam tröpfeln auch die anderen an den Tisch. Von denen? Im Stall hat der Sau angefangen zu fählen, wo der Fritz ist, ja, die Hebamme. Es ist eine freudige Überraschung, wenn man so ins Anstall kommt, am Morgen früh. Und sie schon so weit ist und alles gut ist. Ich muss schauen, dass möglichst alle Milch bekommen. Fängt an, wenn sie rauskommen, dass sie schnaufen können. Und dann eben, dass sie möglichst schnell einfach ein Butter können und können anfangen zu trinken. Weißt du, vor mir ist auch ein breites Auto, das anpassen, wenn ich komme. Wenn der Stall gemacht ist, dann kommt der Fritz frisch duschend auch zum Morgen nehmen. Hallo Damian. Hallo Ronja. Hau ich auf. Gut gelaufen. Ja. So möchtest du, Noel? Ja. Also früh aufzustehen am Morgen ist für mich nicht unbedingt das, was ich am liebsten mache. Weil ich würde eigentlich lieber am Abend ein bisschen länger aufbleiben, aber dafür am Morgen weniger früh aufstehen. Nun geht das natürlich nicht mit den Kindern. Ich habe Bocken. Geht das nicht? Dass so viele Kinder an ihrem Tisch sitzen, überrascht Nicole manchmal selber. Ich wollte überhaupt nicht so viele Kinder. Ich wollte eins und dachte, das reicht. Und dann hat es mir aber den Ärmel reingepackt. Und bis jetzt ist es 5 Uhr und wer weiß, wie es noch weitergeht. Wir sind bei der Familienplanung wirklich noch so offen. Ich habe immer so das Gefühl, ich warte auf das Gefühl, es ist gut, wir sind vollständig. Und ich habe es wie noch nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht noch eins anhängen. Weil Biezwil keine Schule und keinen Kindergarten mehr hat, müssen die Kinder mit dem Boschi 20 Minuten in eine Nachbarsgemeinde fahren. Die grossen Reusenkinder sind schon in der Schule. Die 4-jährigen Zwillinge bringt Nicole bis zur Bushaltestelle. Ja, ist gut. Aha, und jetzt, das musst du jetzt nicht schauen. Es ist richtig. Tschüss,
Die Wille ist schon die jüngste Ziri aufgekommen. Nicole nimmt sie mit zu den Hühnern. Ja, dass ich Zeit habe für ein Kind alleine, das ist sicher nicht regelmässig. Ich gebe mir aber Mühe, dass wirklich darauf zu achten, dass jedes Kind so gleich viel Zeit von uns bekommt. Ganz warm. Jetzt geht eins lecker. Bibi. Weißt du was, Siri? Jetzt gehen wir schnell schauen, wie weit die hier sind mit deinem Zimmer. Hä? Jetzt habe ich gerade einen Moment nicht mehr geschaut. Jetzt gehen wir schnell schauen. Morgen zusammen. Reussers lässt das alte Bauernhaus renovieren und es gibt mehr Platz für die 7-köpfige Familie. Jedes Mal, wenn Nicole in die Baustelle geht, ist etwas Neues entstanden. Wow, jetzt haben sie hier schon Wänge da. Ja. Dort, ja, da kann man nachher raus auf den Balkon. Ja. Dort, ja. Da wohnt eine Ronja. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh, ja. Nicole kann Siri zum Glück zwischendurch der Schwiegermutter überlassen. Sie muss sich jetzt langsam um ihre Tafeln für die Landfrauen kümmern. Ballon und Schoki sind Zutaten für Nicoles Dessert. Schoki schmilzt langsam im Wasserbad. Ja, bei der Kuvertüre ist es riskant, dass es zu warm wird. Sobald sie über 31 Grad hat, wird sie nachher so gräulich weiss, wenn sie wieder hart wird. Das sieht einfach nicht schön aus nachher. Als erstes gibt es ein Schokibödeli auf das Blech. Dann werden die Ballonchen Säuferli in Schoki gedreht und auf das Bödeli gesetzt. Die Idee mit diesen Schokischälchen habe ich irgendwann mal auf YouTube gesehen. Und dort hat es ganz einfach ausgesehen. Da habe ich das Gefühl, dass man sie unbedingt machen. Und seitdem habe ich das so manchmal gemacht, bis es wirklich geklappt hat, dass ich fast den Doktortitel habe. Die Schwierigkeit kommt, wenn die Schoki ausgekühlt ist und der Ballon rausgetrennt wird. Die Ränder können abbrechen oder das ganze Schälchen zusammenfallen. Aber Nicole hat eben schon den Doktortitel. Ja, sie haben. Super, mega gut. Die Zwillinge sind zurück vom Kindergarten und Noel will beim Vorbereiten der Omeletten fürs Nacht helfen. Dann müssen wir hier die Milch reinleeren. Ganz, ja. Super. Die grosse Säule nehmen. Die grosse Schüssel nehmen, das stimmt. Weißt du, dass wir gleich probieren, fein zu mixen. Das ist gut. Für mich ist das Kochen mit den Kindern, ob schon so Zeitaufwand ist, ganz wichtig, weil für mich ist es halt ein Ersatz zum Beispiel zum Spielen oder etwas anderes machen. Also wir verbringen recht viel Zeit zusammen in der Küche. Manchmal sind 2 Kinder in der Küche, manchmal sind 3, manchmal nur 1 oder gar keins. Das ist sehr unterschiedlich. Im Alltag bei der Familie schaue ich einerseits, dass es Menüs sind, die alle gerne haben, oder dass wir sicher Sachen können wie austauschen, wenn der Fritz und ich als Erwachsene etwas gerne haben, dass die Kinder vielleicht etwas anderes dazu bekommen oder so. Da ist es mir wichtig, dass es gleich auch sicher eine gesunde Ernährung ist im Alltag. Und andererseits muss es natürlich auch etwas sein, das für mich vom Zeitaufwand realistisch ist. Jetzt darfst du 2 Löffel hier ins Mehl rein tun. Ja. Tipptopp. Gut, jetzt müssen wir das noch mixen. Weißt du noch, was da drin ist? Milch. Mhm. Was noch? Eier. Eier. Und was ist die Mami sonst noch holen? Was? Genau, jetzt sind wir das da drin. Und hier drin hat es was? Mehl. Jetzt müssen wir mal schauen, ob das überhaupt reicht vom Platz her. Und noch das Salz. Das sind Zutaten für einen Omelettenteig. Willst du noch haben?
Das kannst du mit beiden hängen. Jetzt müssen wir noch mehr reinleeren. Alles wird gut zusammengemixt. Super. Und wird mit Anken in der heißen Bratpfanne zur Omelette. Jetzt müssen wir warten, bis die so ein bisschen gerötelt ist. Dann müssen wir sie umkehren. Dann können wir noch ganz viel machen, dass alle etwas zur Nacht bekommen. Ja, mit dem Feldteig. Ja. Ja. Hast du gesagt? Was hast du gesagt? Sie ist so gut. Ist sie schon gut, he? So, Noel und ich haben Omelette gemacht. Ui! Am Tisch ist heute auch Ramona, die jüngere Schwester von Nicole. Sie hilft ihr am Samstag in der Küche. Der Damian hat schon gegessen und geht in den Turnverein. Tschüss, Damian. Hä? Hammer. Du, wegen dieser Nusskräuterkruste für das Filet. Ich war vorhin schnell im Garten. Das ist im Fall dann noch ein bisschen schwierig mit diesen Kräutchen. Ja, weißt du, vom Wetter jetzt, wo wir so viel Regen hatten, die sehen nicht so schön aus. Zum Teil. Hast du die überleben bis am Samstag? Ja, die überleben schon bis am Samstag. Aber weißt du, wenn wir ja die Dekoration mit den Kuchen, die wir machen aus diesen Kräutchen, die wird einfach ein bisschen knapp, aber es sollte eigentlich gerade länger. Wir haben, was wir haben und dann machen wir das Beste daraus. Entschuldigung. Das ist doch allein. Für mich ist es unklar, dass Ramona mir am Samstag in der Küche hilft. Sie ist nicht nur meine Schwester, sie ist eigentlich eine meiner besten Freundinnen. Und Ramona und ich haben schon etwa die zusammen gekocht. Und auch das auch unter Zeitdruck. Also das kommt gut am Samstag. Ihr Stil ist vorher dabei zu sein. Ob sie gerade den Sieg holen, muss ich ehrlich gesagt bezweifeln. Nein. Einmal in der Woche ist Nicole allein unterwegs. In dieser Zeit muss viel Platz haben. Sicher auch der grosse Kauf für die Familie. So eine Wocheneinkauf für die Familie ist meistens eine relativ stressige Angelegenheit. Und dann schaufel ich mir die Zeit eigentlich auch frei, dass ich so nicht Kinder machen kann. Oder je nachdem stelle ich auch mal im Internet etwas. Sie kochen jeden Tag etwa die gleiche Menge wie für ihre Gäste. Für die Landfrau habe ich etwas anderes geplant, aber es könnte für uns jetzt ein normales Sonntagsessen sein, wenn wir Besuch haben. Nicole ist nicht nur Mutter und Ernährungsberaterin, sie begleitet als sogenannte Doula auch Paar in der Schwangerschaft, bei der Geburt und auch noch nachher. Sie ist in dieser Zeit 4 Wochen lang auf Abruf für die Geburt. Die Käslins sind vor 10 Monaten das erste Mal Eltern geworden. Und Nicole hat sie auf diesem neuen Weg begleitet, ist für das Paar wie eine Freundin geworden. Heute treffen sie sich zum Abschlussgespräch. Es gibt auch immer 2 Nachgespräche, ganz sicher, um noch mal zu besprechen, wie die Geburt verlaufen ist, ob es noch offene Themen gibt, wie es im Paar oder speziell oder Gebärenden geht. Mir wäre es wichtig, dass wir jetzt im Abschlussgespräch noch mal so ein bisschen schauen, wie es für euch ist gesehen. Wie hast du es erlebt? Ich habe im Internet ein bisschen gesucht und geschaut, was es da für Einträge gibt. Und ich habe dort auch einen Eintrag gefunden von einem Mann, der dann erzählt hat, dass er sich während der Geburt vor allem einfach ruhiger gefühlt hat, wenn die Doula dabei war. Und genau die gleiche Erfahrung habe ich mit dir auch gemacht. Okay. Die emotionale Sicherheit, das war für mich so und so, als Erstgebärende vor allem. Das ist einfach auch die Unerfahrenheit, die halt auch noch so eine Schwangerschaft begleitet. Das ist alles neu und wir wollen es auch richtig machen. Als Doula ist man natürlich rund um die Geburt 4 Wochen auf Pike und das schaffe ich nur durch das, dass ich mit dem Fritz und meinen Schwiegereltern, meinen Verwandten generell und Kollegen ein super Team im Rücken habe, die auch wissen, dass das eine Herzensangelegenheit von mir ist. Und durch das organisieren wir uns wirklich in diesen 4 Wochen so, dass ich jederzeit, wenn die Geburt losgeht, wirklich gehen kann und meinen Kindern geht es gut und sie sind gut versorgt in dieser Zeit. Wobei sie ja eigentlich sehr schön war als Frischgeborene. Ja.
Und es ist wirklich auch schön. Bei der Geburt von Sarina ist es perfekt aufgegangen. Sarina ist nachher in der früheren Nacht auf die Welt gekommen und am Morgen bin ich schon längstens wieder daheim und die Kinder haben gar nicht gemerkt, dass ich weg bin. Yeah. Und wie alt ist sie da? 2 Tage. 2 Tage. Ja. Ja, das ist wirklich nicht mehr lang. Also ich mache mich schon eine Weltgutterin. Ja. Wieder daheim steht schon alles parat für das Chutney, das Nicole zur Vorspeise für die Landfrauen machen will. Chutney ist so eine Art süß-saures Konfitüre, die sehr gut passt, entweder zu Fleischgericht oder je nachdem auch Käse, Raclette und so weiter. Das kennt man vor allem aus Indien. Für mich ist das Chutney zwar ursprünglich schon aus Indien, aber eigentlich, so wie ich es jetzt zubereite, gar nicht mehr exotisch. Ich habe eigentlich so ein bisschen herausgefunden, dass man mit sehr vielen einheimischen Produkten ganz viele Chutneys machen kann. Und persönlich habe ich das extrem gerne und darum werde ich das jetzt eigentlich auch so ausprobieren. Neben gehackten Zwiebeln kommen Aprikosen rein. Mit frischen wäre es aber noch mehr nach Landfrauenart. Ja, es wäre auch geplant gewesen, dass ich frische Aprikosen brauchen würde. Wir haben nämlich einen Aprikosenbaum im Garten. Leider war es witterungsbedingt so, dass wir innerhalb von einem Wochenende alle Aprikosen verarbeiten mussten. Und ich habe es dann noch probiert mit Gefrieren, aber auch das ist nicht gut rausgekommen. Und jetzt haben wir halt einfach ganz viel Konfi gemacht. Natürlich geht es auch mit Dörraprikosen. Dazu kommt Zucker für die Süße, Rhabarber aus der Gefriere und Balsamessig für die Säure. Die Pfefferkörner kommen ins Teesiebli, damit sie eine Art Parfümierung geben im Gericht und eben nicht wirklich drinnen bleiben, sondern dann nach dem Kochprozess wieder rauskommen. Das Ganze wird gut eingekocht und ist wie eine Konfitüre haltbar. Nicole hat aber auch auf dem Hof Aufgaben. Sie schaut zu den Geissen. Kommt, Timon! Ja. Die Geissen sind eigentlich unsere Kinder ihre Tiere, vor allem Ronja. Aber wie es halt so häufig ist, wenn sie Schule haben oder nicht so Zeit und Lust, dass die Mutter schaut. Grundsätzlich ist es so, dass ich sicher nicht so viel Ahnung habe von der Säue wie der Fritz, weil er das gelernt hat. Aber ich könnte mir vorstellen, später, wenn die Kinder etwas grösser sind, dass ich mich nachher dort auch wieder reingebe. Ja. Ich würde mir nie anmassen, mich Bäuerin zu nennen, weil ich die Ausbildung schlichtweg einfach nicht. Landfrau gefällt mir. Das ist für mich wirklich so der Begriff, den ich mich identifizieren kann, den ich mich auch finde. Ich denke, der Fritz ist der Bauer, der arbeitet als Bauer und als Landfrau ergänze ich ihn eigentlich hier auf dem Hof. Der Fritz wollte immer Bauer werden, schaut aber auch zu den Kindern, wenn Nicole am Arbeiten ist. Ich wollte nicht unbedingt eine Bauernfrau in dem klassischen Sinn. Das ist für mich immer so, dass ich das gewünscht habe, von mir aus auch, dass ich eine Frau habe, die selber auch berufstätig ist und auswärts arbeitet. Manchmal ist es ein bisschen schwierig vom Organisieren her, dass ich nicht fixe Tage arbeite und ich nicht unbedingt fixe Tage arbeite. Müssen wir manchmal nebeneinander durchkommen, aber grundsätzlich ist das schon so auch in meinem Willen. Nicole ist wieder in der Küche. Sie macht den nächsten Teil von ihrem Dessert. Es gibt Glasse aus selber gemachtem Säublumenhonig oder Helliblumen, wie Nicole sagt. Ja, die Helliblumen sind bei uns eigentlich um das ganze Haus herum. Wir haben sie auch in den meisten Feldern und haben eigentlich Freude daran, auch etwas Feines daraus rauszumachen und sie nicht nur als Giette anzuschauen. Sie hat Eigelb, Zucker, Niedeln und Honig gemischt. Jetzt zieht sie noch den Eiweißschaum drunter. Und ab in die Gefriere. Ohne Glassemaschine muss Nicole die Masse doch noch 2-3 Mal umrühren, oder?
Nein, die Glasse die rühre ich jetzt gar nicht um. Da hat es nämlich Eiweiß und Rahm drin und das mache ich kaputt mit dem Umrühren. Reussers lässt das alte Bauernhaus, wo der Fritz drin ist aufgewachsen, renovieren. Alles soll neu werden. Auch die Farbe der Küchengeschäfte. Welche Farbe das sie haben sollen, ist aber noch unklar. Ja, aber weißt, ich finde es mit dem Silbrigen wirklich nicht so toll, ehrlich. Aber nicht in der Küche. Weißt du, mir denkt, nein. Ja, aber müssen wir mal schauen. Hier, auf diesen Blättern. Hier das Rot. Das kommt mir sicher noch gut. Nein, also ich habe das Gefühl, das Rot haben wir jetzt abgehökelt, ehrlich gesagt. Im Moment ist es so, dass es wirklich so um die Auswahl der Innengeschichten geht, also wie Küche, Bad und so weiter. Und dort sind wir uns einfach farblich überhaupt nicht einig. Ich bin eher die so ein bisschen auf der neutralen Schiene laufen. Fritz würde gerne so ein bisschen Farbe reinbringen. Mir ist es so ein bisschen... Ich bin lieber die mit Accessoires arbeiten, kann man so wieder austauschen. Ja, wir sind dran, einen Mittelweg zu finden. Ja, noch nicht ganz so einig, würde ich sagen. Das strapaziert die Beziehung. Wir sind uns bewusst von Anfang an, dass es eine heikle Zeit wird. Ja. Wo man viel muss entscheiden muss, manchmal nicht die gleichen Ideen hat und dann irgendwie sich irgendwie auf etwas muss einigen muss. Sonst geht es nicht vorwärts. Man muss irgendwann sagen, so macht man es. Ich hoffe, wir finden einen guten Stein dazu. Nicht nur die Farbe der Schäftchen oder Steine für die Ablagefläche in der Küche müssen sie auslesen. Bei einer Firma in der Nähe ist die Auswahl an Steinplatten riesig und die Entscheidung umso schwieriger. Nicole und Fritz wissen, dass sie nach einem langen Hin und Her schon die richtige Lösung finden. So ist auch ihre Beziehung gewachsen. Ja, das wird noch schwierig. Lernen kennen haben wir uns so in einem OL-Schnuppertraining. Er war dort bereits recht versierter OL-Läufer. Er hatte einen speziellen Trainer. Darum ist das aufgefallen, das Mädchen. Also Igeli-Frisur und schon rot, also rosarot, schwarz gestreichter Trainer. Und es ist mir dann aufgefallen. Aber dann waren wir noch so blutjung, das war also noch gar nicht von Annäherung oder so das Thema. Später, als wir auch genug alt waren, sind wir dann so richtig zusammengekommen. Und dann ist es Zeitchen so ein bisschen on-off. Ist es etwas, ist es nichts. Und es ist dann relativ lang gegangen, bis es dann wirklich klar war, dass wir zusammenpassen. Ja. Und seitdem sind wir zusammen. Morgen erwartet Nicole ihre Landfrauenkolleginnen und jetzt braucht sie noch Pouletbrüstchen für die Vorspeise. Ein Nachbar im Dorf hat eine Pouletfarm und verkauft alle 7 Wochen frisches Fleisch. Hallo, Tamu! Nicole kauft gerne hier über den Hof ein. Hallo zusammen! Sagt ihr Hallo? Ich würde gerne Pouletbrüstchen, die ich bestellt habe, holen für die Landfrauen. Ja, alles ist gut. Ja, reicht dir die gerade, gell? Super, merci. Mir ist es sehr wichtig, Produkte aus der Region zu brauchen, weil dann weiss ich, wo sie herkommen und habe auch guten Kontakt zum Produzenten. Nicole nimmt noch gerade einen Sack Herdöpfel. Die in ihrem Garten wollen nicht so recht vorkommen. Also sagst du einen Gruß, gell? Merci vielmals nochmal. Ja, das ist ja ein Gruß. Viel Glück, gell? Ja, merci, ich kann es brauchen. Ja, das ist gut. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Also kommt, wir gehen wieder heim. Was nimmst du dort mal so? Gut, dann nehmen wir die von an. Bevor die grosse Kocherei am nächsten Tag losgeht, findet Nicole noch einen ruhigen Moment mit ihrer 8-jährigen Tochter, der Ronja. Die Tischdekoration für die Landfrauen wollten beide zusammen machen. Ich tue gerne basteln. Und auch mit der Mami.
Also ich persönlich blühe wirklich als Mutter auch auf ein bisschen weit. Das gefällt mir, das Fakt. Das ist abenteuerlich, es wird nie langweilig. Und es ist auch schön jetzt zu sehen, dass unsere Kinder sind zwischen 1 und 10 und auch die verschiedenen Altersstufen mit den Themen. Es fängt einfach total. Einfach so ein Bild. Wie so zusammendrehen. Siehst du wie? Ja. Weißt du, dass es sicher nicht aufgeht, wenn es dann nachher dort liegt. Ja. Im letzten Moment stecken Nicole und Ronja dann noch frisches Efeu und Hortensienblüten in die Nielenkränze. Am nächsten Tag ist der frisch gedeckt und dekorierte Tisch parat für die Gäste. Auch in der Küche ist man in den Startlöchern. Auf gutes Gelingen. Auf gutes Gelingen. Ein bisschen aufgeregt bin ich schon, aber ich freue mich total. Jetzt Brokkoli, die Herdöpfel, da sind Trübli drin. Okay. Und ich würde jetzt das Poulet rein tun. Und du könntest mir sonst Teller für das Anrichten holen. Die Pouletbröstchen für die Vorspeise werden zuerst pochiert. Im Esszimmer nehmen die Landfrauen Platz. In der Blume zieht sich ein bisschen über. Ganz schön. 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 So. Die Salate aus Nicoles Garten sind fertig zum Anrichten. Die sauber gemachte Chutney wird im kleinen Schälli serviert. Sind nicht die Bulle über? Dass die dann noch so... Willst du das noch grillieren in diesem Fall? Ja. Du hast einfach einen Moment getroffen. 2-3 Minuten. Ja, jetzt muss ich die da schnell ein bisschen anbröteln, bis sie nicht mehr kleben. Das ist wichtig, weißt du? Sonst, haben wir sie verrissen, dann sehen sie nicht mehr schön aus. Müssen wir nicht mit dem Rüebli zutun, ne? Jetzt ist da fast ein bisschen... Ja, wir sind ein bisschen eng mit der Gurke und mit den Dingen. Ja. Dann wärst du froh, wenn ich hier den Sturm kreiere. Ja, ehrlich gesagt schon, ja. Also, schaue ich noch schnell mit der Bulle. Das Teeren müssen wir mal. Hast du Würzen, die du erst am Schluss? Ja. Dass sie sicher mit Wasser ziehen. Und es sieht auch schöner aus, dann verbrennt das Gewürz sicher nicht. Sie kleben wir einfach noch ein bisschen. Also, lassen wir noch ein bisschen. Also, okay, jetzt probieren wir das mal. Hoffentlich, der Fritz bringt die heil auf. Das schafft das schon, da bringt das schon gut auf. Steckt Nicole den Landfrauen tatsächlich ein Chili in Salat? Das ist so eine süße Snack-Paprika, die einfach aussieht wie ein Chili. Das ist gar nicht klar. Muss ich noch auf das schauen, dann sind sie noch nicht fertig. Nein, lass, jetzt gehe ich schnell hurtig das Menü vorstellen und dann kannst du dann, vielleicht zu diesen Bullen schauen. Schaust du mal, dass sie nicht verbrennen? Ja, das ist gut. Ist das gut? Chip-chop. Merci. Bitte. So, liebe Landfrauen, ich hoffe, es gefällt euch bei uns. Ich würde euch gerne jetzt noch das Menü von heute Abend vorstellen. Und zwar habe ich gedacht, ich euch das auch noch ein bisschen bildlich darstellen, damit ihr euch immer orientieren könnt, wo wir uns gerade befinden vom Menü. Als Vorspeise habe ich gedacht, mache ich ein Hühnerbröstchen. Dazu gibt es eine Rhabarber-Aprikosen-Chutney und eine Salatgarnitur. Als Hauptgang gibt es ein Filetmedaillon von unseren Säulen mit einer Nusskräuterkruste. Dazu gibt es bratene Herdöpfel und Gemüsevariation. Und das Dessert, das ist mein persönliches Highlight. Da gibt es selber gemachtes Glacé aus Helliblumen, Honig mit frischen Waffeln. Ich wünsche euch ganz fest einen guten. Danke vielmals. Zur Vorspeise gibt es für die Gäste ein Gläschen Weisswein, eine Solothurner Chasselas. Kann ich servieren? Ja. Aber pass. So, Vorspeise. Einen guten. Danke vielmals. Die
Die Landfrauen bewerten einander Reihe um das Essen. Darum wird am Tisch konzentriert gegessen und kaum geredet. Die Vorspeise von Nicole war wunderschön angerichtet. Das Hühnerbrüstchen war sehr fein, vom Geschmack her perfekt für mich. Für mich war es sehr interessant. Ich habe jetzt noch nie gesehen, dass man Poulet als Vorspeise tut. Die Chutney war für mich total neu. Mit Aprikosen, Rhabarber, das süß-sauer, schon von der Früchte her, ist wirklich gut. Ich persönlich ich halt fürs Leben gerne Salat. Und für mich hätte jetzt dürfen noch das Idee mehr Salat drauf haben. Die falsche Chili gibt es reden. So 100% mega scharf. Hast du probiert? Nein, ich weiß. Sie hat ein Pepperoni ausgelassen, wo jeder hat können essen. Es ist nicht irgendwie super scharf gewesen. Der Fritz sammelt Bewertungen ein und dann werden sie unter Verschluss behalten. Voilà. Oh Schatz, das können wir jetzt gar nicht brauchen. Schau, das musst du jetzt wirklich wieder drüber... Nein, das musst du raus, wir haben keinen Platz. Die Nuss-Kräuterkruste mit Baum und Haselnuss kommt um das Schweinsfilet-Medaillon. Und auf die gefüllten Spinnentomaten gibt es noch einen Eiweißkranz. Nicole passt die Sauce noch gar nicht. Also, das ist gerade ein bisschen gut gemeint. He? Wirklich ein bisschen viel. Zu viel Knoblauch, zu wenig Pfiff. Ja, musst du nachher mal probieren. Zuerst müssen jetzt aber das Fleisch und die Tomaten in den Ofen. Die wir unten das Fleisch und oben die Tomaten. He? Gut. 7 Minuten gibt nicht Nicole. So. Also, lass jetzt die Sauce, die müssen wir einfach noch fertig abschmecken. Das gefällt mir noch nicht. Gut, probieren. Ich gehe rein und du probierst. Super Arbeitsumfeld. Gefällt mir. Ich will nicht mehr. Salz, Pfeffer. Ja, Angst, dass es nachher stark ist. Ich denke, es ist gerade so. Und eine Kräutersauce darf ich. Lassen wir? Ja, kommt gut. Super. Hast du das gesehen? 5. Also, lass jetzt besprechen wir schnell, wie wir anrichten, dass wir nicht zack, bumm, tatsch gehen. Am Tisch bei den Landfrauen geht es weniger zack, bumm, tatsch. Der Rotwein ist ohne Solothurner Wein eine Malbec-Merlot-Mischung aus dem Eichenfass. Danke. Danke. Da gleich ein bisschen Angst. Links, Rüebli, Mitte. Also, gut Glück, bin ich nicht über die Situation da. Tingelingeling. Tingelingeling, tingelingeling, tingelingeling. Ja, aber... Hä? Weißt du was, wenn wir jetzt noch 20 Minuten anrichten... Aber dann wären wir das Fakt nicht. Sorry. Wohl nicht warten. Geht's, Schatz? Geht's? Ja, geht. Auf dem Gewicht? Ja, so. Ja, der Hauptgang kommt. Ja. Auf dem Tower sieht alles so aus, wie sich Nicole hat vorgestellt hat. Ob es bei den Landfrauen auch im Gaumen gut ankommt? Mhm. Das Schweinsfilet hat Nicole sehr gut bereicht. Das Schweinige war schön durch. Es war so ganz, ganz feiner Rossano so auf der Grenze, wirklich gerade so. Mit der Kruste oben drauf, für mich war sie vielleicht ein bisschen zu grob. Ich hätte jetzt nicht zwei so Nüsse genommen wie Baumnuss und Haselnuss, die beide sehr intensiv sind. Und in diesem ganzen Nussgeschmack ist nämlich das Fleisch ein bisschen untergegangen.
Und dann die Sauce, die noch zu wenig Pfiff hatte? Die Sauce in diesem Krügel war sehr fein. Die hat zum Gemüse gepasst, die hat zu den Herdöpfeln gepasst. Ich muss sie dann noch fragen, wie sie die gemacht hat. Beim Rotwein gehen die Meinungen auseinander. Für mich hat der Wein gar nicht gepasst. Er hat völlig... der Geschmack war zu stark. Er hat wirklich nicht harmoniert mit dem Schweinefleisch. Am Abend zu einem feinen Nachtessen passt ausgezeichnet. Die Augen sind leer. Ehrlich? Alle? Und? Was haben sie gesagt? Sehr gut, alles ausgelenkt. Schau. Hast du gut angekommen? Sehr gut, tipptopp. Oh. Oh. Hey. So gut. Super. Siehst du jetzt? Die Waffeln macht Nicole im letzten Moment. Die sollten noch lauwarm sein. Die Glasse hingegen kalt bleiben. Die erste Portion verwutschen. Nein. Die Dauer werden aufwendig dekoriert. Also, ist es gleich? Du musst nicht zuerst Ding platzieren, Becherli. Danke vielmals. Speziell. Gute. Merci. Danke. Beim Dessert wird es still am Tisch. Schliesslich müssen die Gäste wieder alles bewerten. Als ich das Dessert bekommen habe, habe ich auch gedacht, wow, sieht super aus, schmeckt gut. Und wenn man dann isst, merkt man manchmal schön anrichten und das nachher praktisch essen ist nicht immer ganz das Gleiche. Tatsächlich braucht es ein grosses Maul für das Schokischäli. Janine braucht vielleicht eher ein gröberes Werkzeug dazu. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken, aber eben dort drinnen, wo die Glasse war, es ist fast ein bisschen, ich habe nicht gewusst, da kann ich es von Hang nehmen, darf man von Hang nehmen und so weiter, aber es war fein, ja. Aber sehr süß. Sehr süß. Und die Waffeln habe ich auch gedacht, da muss man schon noch ein bisschen Sirup drauf tun. Mit dem ist es dann halt auch wieder ein bisschen süßer geworden. Dafür ist die Stimmung am Tisch heiter geworden. Sie hat ganz feine, schöne Blumen. Sie hat wirklich einen ganz tollen Raum angerichtet. Ich war wohl, ich habe mich wohl gefühlt. Hey, wir sind fertig! Yeah! Nicole und Fritz bringen den Landfrauen noch einen Kaffee. Jetzt können alle die Runde geniessen. Zum Kaffee gibt es selber gemachte Spitzbuben. Ich freue mich auf nächsten Samstag herzuhacken. Ich auch Nächste Woche sind die Landfrauen bei der Ruth Breitenmoser im Toggenburg. Sie macht für die Landfrauen ein Herbstessen. Ob sich Nicole ihren Wunsch vom 2. oder 3. Platz beim Wettkochen erfüllt, kommt am 8. November in der Finalsendung aus.